Hallo, heute fahre ich wieder Fahrrad auf den Spuren vom Velosommer. Mir fehlen ja noch ein paar Touren. Da habe ich mir gedacht, ich fahre heute die 7B. Die, ich sag's jetzt mal auf Deutsch, Region Müllertal, Tour Ost. So, die ging also jetzt für mich ungefähr bei Echternach los. Ein Stück an der Sauer entlang unten. Dann bin ich diese Bahntrasse hochgefahren, die ich schon mal hochgefahren bin, bis Kunsdorf. Ja, jetzt bin ich am früheren Bahnhof Bech und fahre jetzt weiter Richtung Junglinster. Das bin ich schon mal gefahren, das Stück bei der Tour Nummer 2, Sürdal-Tour. Und dann weiß ich jetzt noch nicht, ob ich tatsächlich diese Müllertal Ost weiterfahre wieder im Müllertal runter oder ob ich dann die 7a außenrum über La Rochette fahre. Also da bin ich mir jetzt noch nicht ganz sicher, weil, eigentlich hätte ich mir die Tour heute sparen können, weil ich mit der Tour 2 und 3 schon mehr als die Hälfte eigentlich abgefahren bin. Und mit der 7a, die ich noch dranhängen könnte, diese Westtour vom Müllertal, hätte ich den Rest auch noch abdecken können. Also ich hätte mir die Tour jetzt eigentlich sparen können. Ich bin jetzt schon einen ganzen Teil einfach da gefahren, wo ich schon mal war. Da vorne sieht man einen Tunnel, da bin ich auch schon durch, nur in die andere Richtung. Ja gut. Ich meine, es ist ja eine schöne Tour und Schaden tut es ja nichts, wenn man Rad fährt. Und berghoch, ging jetzt eigentlich auch gut. Also klar, es ist ein bisschen anstrengend, man kommt vielleicht schon teilweise ins Schwitzen oder es wird einem mal mindestens warm. Ist ja eigentlich ein Vorteil, weil jetzt bin ich gerade ein Stück runtergefahren. Mann, das war echt kühl. Jetzt ist es ja hier im Wald. Ist sowieso schon ein bisschen luftiger. Eine Hitze ist sowieso schon keine. Ja, ich hatte aber jetzt keine Lust, meine Sachen wieder alle rauszuholen. Und dann anschließend, wenn es mal irgendwo wieder bergauf geht, wieder ausziehen. Und so geht das ja dann die ganze Zeit hin und her. Jo. Aber eigentlich ist der Tunnel ja richtig schön, wenn ich mir den jetzt mal so angucke. Echt klasse. Ich weiß gar nicht, was da bei meinem Rad so scheppert. Da muss ich mal nachschauen. Also ich weiß auch nicht, komisches Geräusch. Irgendwas streift da. Ja. So, da fahre ich also heute wieder so eine Tour ab. Ist ja mitten in der Woche. Ich habe mir jetzt extra einen Tag heute Urlaub genommen, weil es einigermaßen gut Wetter ist. Am Wochenende wird ja die Uhr umgestellt und dann wird es abends früher dunkel und ich weiß auch nicht, ob man im Oktober noch so viel Rad fahren kann. Dann habe ich weniger frei und dann geht es auch wieder nicht und so geht das halt immer weiter. Ja, also heute ist eigentlich angenehm. Die nächsten Tage wird es wieder ein bisschen schlechter. Moin. Deswegen ist das jetzt gerade gut, heute nochmal aufs Rad. So am Wochenende, also vor 10 Tagen, sage ich mal, bin ich auch mal an der Mosel noch ein Stück gefahren. Von Hatzenport nach Cochem. Ja, war eigentlich, also die Gegend ist ja ganz toll. Moseltal, was soll man dazu sagen? Ist ja schon schön. Aber
Also der Radweg, der offizielle, der ist ja an der Bundesstraße entlang, nebendran. Oh, ich weiß auch nicht. Also, das muss man mögen. Kochen war natürlich total viel los. Ist ja auch eine schöne Stadt, kann man nichts sagen dagegen. Tolle Stadt, aber halt einfach total überlaufen. Da war ja so schönes Wetter. Ist ja kein Wunder, da gehen halt alle Leute hingucken oder was auch immer, was sie machen. Ja, die Rückfahrt, die war dann auf der anderen Seite. Da waren wir dann auf der, ja, nicht so, also es ist keine Tierstraße, es ist so Kiesweg. Geht aber eigentlich auch ganz gut. Also ich fand es auch ganz richtig toll, aber ein bisschen anstrengender ist es. Und ja, geht ein bisschen auf ab und so. Aber richtig schöne Strecke eigentlich auch, wenn man das fahren möchte mit dem Kiesweg. Ne? Das muss man sich vorher überlegen. Aber an der Straße entlang ist halt echt nicht so unbedingt der Hit. Aber was sollen die machen? Ich meine, da ist halt irgendwo mehr Platz an der Mosel. Ne? Rechts und links geht es eben den Berg hoch und viel Platz ist da nicht mehr neben der Mosel. Da ist Straße, Schiene, Feierabend. Ja, so sieht das hier aus. Also das ist ja auch eine Bahntrasse hier, durchgängig jetzt seit Echternach, kann man sagen. Ist natürlich jetzt wesentlich weniger los, wie wenn es Wochenende wäre. Ne? Klar, wer hat schon unter der Woche viel Zeit? So wie ich. Lasse ich es jetzt noch ein bisschen laufen. Hier geht es jetzt nämlich richtig schön runter. Muss ich gar nicht viel tun. Jetzt hätte ich schon fast 20 Kilometer gefahren. Also diese 7B wäre ja auch gar nicht so lang. Das sind so um die 40 Kilometer. Dann wäre ich jetzt schon halb durch. Die andere ist dann eben noch ein bisschen länger, die Schleife. Ja, muss ich mal gucken, wenn ich da irgendwo an so einen Punkt komme, wo ich mich dann entscheide, fahre ich die eine oder die andere Tour. Man sieht auch noch diese aufgemalten Velosommer-Hinweise auf der Straße. Aber die Schilder, die sind natürlich abgehängt. Die lassen sie ja nicht hängen. Gut, dann fahre ich jetzt mal weiter und gucke mal nachher, was ich mache. Bis gleich.